Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag Leef Lukschatzoos und unterwegs. Schön, dass ihr da seid. Ja, Hück haben wir uns vorgenommen, das Thema von der Hellige Drei Könige zwischen zu nehmen. Das wird auch lang zick. Das hätt ja erst viel mit Köln zu tun, auch wenn es alles fake ist. Fake? Was ist das dann? Verstehe ich nicht. Das ist Neudeutsch. Das heißt so viel wie gefutelt. Ah ja, das verstehe ich. Das ist, wieso gefutelt? Sag, hören Sie, wieso kann das gefutelt sein? Meinst du, die hätten unser Weltkulturerbe, der herrliche Dom, einfach so gebaut? Der ist doch für die Heilige Drei Könige gebaut worden. Aber sie sind nicht heilig und sie sind nicht drei und es sind doch keine Könige. Ja, jetzt ist es aber gut. Was, du meinst mir aber jetzt knatschig. Jetzt verklören wir das ins Reiner. Also, was heilig ist, da hätte die katholische Kirche ganz genaue Vorstellungen von. Und wenn man die nimmer date, dann hätte das mit den Heiligen Drei Könige überhaupt nichts zu tun. Also, das Erste, was einer Sinn muss, dass der heilig gesprochen wird, ist, dass der katholisch ist. Und die Drei Könige leben, Hermann, die waren nicht katholisch. Nee, es gibt auch keine evangelische, können sie auch nicht katholisch sein. Nee, es gibt überhaupt noch keine Kirche. Der Jesus war doch noch entwickelt jetzt hier. Ach, Die so katholische Kirche oder überhaupt die Kirche beträgt sich doch auf den Jesus, von dem sie wissen oder glauben, dass er gestorben ist und abgestanden ist. Und dann haben sie irgendwann gesehen, dass er in die Kirche auf. Aber die Heiligen Drei Könige haben nichts davon gewusst. Aha. Also das geht allerdings nicht. Außerdem ist das ja auch in der katholischen Kirche erst kompliziert, wenn man heilig gesprochen wird. Nicht einfach, weil man beim Christkind zu Besuch gewesen ist, normal, ne? Da muss man erstens selig gesprochen werden. Aha. Und dass man damit anfangen kann, muss man 5 Jahre warten, dass der Prozess überhaupt losgeht. 5 Jahre wurde, das kann nicht sein. Da fällt mir spontan der Mutter Teresa in. Die wurde doch im Robedi-Dub selig und auch heilig gesprochen. Oder verdunne ich mich da? Nee, das waren Ausnahmen. Und das haben sie ja auch beim Papst, bei dem Johannes Paul II., haben sie das auch so gemacht, wie der dort war. Stund so am Petersplatz mit so einem großen Transparent Santo Subito, das heißt direkte Mang heilig. Also das hätte auch gefloppt, das ging ganz flück. Es hat auch damit zu tun, wo so eine Silje auf Heilige verirrt wird. Wenn das da ist, wo der gelebt hat in der Region und nur da, dann wird der erstens selig gesprochen. Und wenn das über die Bühne ist mit einem Wunder, was sie bestätigt haben, dann geht es los mit der Kanonisation, also mit der Heiligsprechung, und da braucht man noch ein Wunder für. Und dann muss einer so bekannt sein, dass er auf der ganzen Welt verehrt wird. Und das war ja bei der Mutter Teresa so und bei dem Papst dann evans auch. Du lebst, Sieg, das ist ja richtig kompliziert. Also es ist nur, wenn es eine Märtyrer ist, da braucht man kein Wunder. Aber bei Mutter Teresa, da war, meine ich, irgendwie jetzt mit so einem Tumor im Gehirn, dass sie dann ihr Bett haben und Moment, die Mutter Teresa, die hat keine Tumor, oder habe ich jetzt falsch verstanden? Nee, die hat keine Tumor gehabt. Nee, aber da war eine Tumorpatient in Brasilien und dann haben sie Mutter Teresa angerufen. Und die hat, was sie sagen, dann geholfen und der Tumor ist fortgegangen. Also so jetzt braucht man für heilig genannt zu werden in der katholischen Kirche. Aha, ja, Stichwort, wo wir gerade dabei sind. Die Evangelische, die haben doch überhaupt keine Heilige. Ich meine, das hätten der Luther doch so durchgebracht, oder erzähle ich hier jetzt Falsches? Also die haben keine Heilige ist ja nicht richtig. Nur der Luther hätte, und da hätte er ja recht, hätte gesehen, was die mit der Heilige all gemacht haben. Da waren ja Leute, die hatten so viel Angst vor dem Herrgott, dann haben die gedacht, da machen wir so ähnlich wie irgendwie so eine Klüngel, also so eine direkte Weg, das schaffen wir sowieso nicht, der ist so wegboffen, das geht nicht. Und da fragen wir, wie wenn man eine bei der Stadtverwaltung kennt, ne? Machen wir uns der Weg, ne? Irgendwie, wir kennen der Heilige sonst wer, ne? Und der wird das dann für uns parat knuffen. Und
das ist ja nicht richtig. Man kann ja der Herr ja selbst ansprechen. Aber du hast Ja. recht, man merkt, wenn einer sagt, für ein Beispiel vom 10. Mätes, Martin von Tours, kannst du sicher sein, ist evangelisch, der meistens nicht sagen, der heilige 10. Mätes. Ja, und wie ist das bei anderen Religionen? Haben die dann auch Heilige oder keine Heilige? Wie ist das? Ja, das kommt jetzt drauf an. Also, da sind wir natürlich ein bisschen dann außerhalb von der katholischen Kirche. Also, es gibt viele Menschen, die sagen, dass, wenn man bei einem so richtig mitkriegt, dass der Herr ja da am Werk ist und dass der richtig präsent ist in einem Mensch, dann sieht man auch in anderen Religionen, das sind Heilige. Aber die katholische Kirche, das nur Sache von Menschen, die auch katholisch waren. Moment, jetzt noch eins. Wenn ich jetzt so an der Christophorus denke, der im Dom steht, in Überlebensgröße, und auch in St. Andreas steht, wenn der Rinkus. Und den haben sie dort die Helligkeit aufgesprochen. Was ist dann damit? Ja, aber nicht, weil er Buddhist gewesen ist oder so jetzt, ne? Das haben sie gemacht, weil man überhaupt nicht weiß, ob der überhaupt existiert hat. Aber der datet, ne? Das heißt ja, wenn du daran vorbeigegangen bist, kommst du an dem Tag nicht unter der Straßenbahn. Und du bist da öfters vorbeigegangen und deshalb weißt du, dass das Fluppe date. Ja, ich bin noch nie unter die Straßenbahn gekommen und ich bin halt oft beim Christophorus vorbeigegangen, wahrscheinlich drum. Die Lehrflügscher, die uns jetzt hören, die sind dumm wie Sasch nicht dabei, ne? Ne, aber ehrlich, der Name Christophorus, der zeigt ja, dass das wahrscheinlich erfunden ist. Also, das heißt ja einer, der Christus Drache date. Und man hätte ja auch früher im Auto so als Magnettäfelchen gehabt und so. Und Ja. es ist ja auch schön, wenn man der Christus bei sich Drache date, aber die Figur selbst, die hättet wahrscheinlich wirklich nicht. Ja, also kommen wir mal zurück zum Thema. Du hast gesagt, heilig sind sie nicht und drei sind es auch nicht. Ja, Moment, ich finde das toll, dass du jetzt hier für die Struktursorge denkst. Das ist ja, geht ja Entwicklung Ja, auch im Alter. Ne? ich fange an zu denken. Ich bin ja alt genug. Ja, also Mitte 3, das ist so eine Sache. In der Bibel steht nichts von 3. In der Bibel steht ja auch nichts von Könige, da steht einfach nur Hoi Magoi. Das Was heißt- steht da? Ja, das ist griechisch. Also da tät man dann vielleicht so übersetzen mit Magier. Aber unter Magier stellt man sich ja dann wieder Glück für die Zauberer. Das ist auch nicht richtig. Also der Sterndeuter wäre Das hört richtig. sich halt gut an. Aber da steht nur die Magier. Ja, und Und warum? nichts von 3. Ja, okay. Und wie kommt man auf die Zahl von 3? Also man weiß es nicht. Es gibt ja auch Bilder, wo 2. Ach, ich weiß es. Was? Das waren die Geschenke an das Christuskind, ne? Geld, Breitlauf und Moore. Jetzt habe ich gedacht, boah, was ist der Hammer theologisch bewandert mit den 3 Geschenke. Das war ja so ja eine gute Ja, da Idee. bin ich stolz drauf, dass ich das weiß. Aber mit dem Breitlauf, also für die nicht so gut Kölsch können, Breitlauf ist Porree, ne? Und Moore sind Möhren, also da ist irgend Oder jetzt Karotten, ne? Karotten, da ist irgend jetzt schief gegangen. Also mit den 3 Geschenke, das stimmt wirklich, dass man gesagt hat, wann die 3 Geschenke haben. Malig, jeder hat ein Geschenk gebracht, also das Jod Fluppe mit 3 Königen. Das hätte da jetzt sicher mit Symbolik zu tun, oft nicht. Mit den Geschenken, ja. Ja. Sicher, Geschenke haben immer mit Symbolik zu Ja, tun. also Jolt wenn es ist richtige klar, Geschenke ja. sind. Jolt ist, die sagen alle jetzt da drüber, was mit dem Jesus los war. Und das Jolt ist, weil sie der für eine Königin gehalten haben, im übertragenen Sinn. Dann jedes Weihrauch. Mit dem Weihrauch wurden auch der Kaiser verehrt und ich recht natürlich die Götter in der Antike. Und Jesus ist also auch als göttlich verstanden wurde. Und dann Myrrhe. Drittens, Myrrhe ist für die Lische zu balsamieren. Das heißt, damit haben sie auch das Symbol mitgebracht, dass er auch sterben tät. Und das direkt an der Krippe. Also jetzt noch eins mit dem Fake von der 3. Das haben wir ja jetzt ungefähr klar gemacht. Es geht von den frühen Bildern, jedes welche mit 2 Lügscher, die eben nicht Könige waren. Und auch mit ganz viel von den Magier. Und die haben so schön
Mütz ja hat, also so ähnlich wie so ein Zippelmütz ungefähr. Ach, so ähnlich wie die Schlümpfe, ne, im Fernsehen. Die Genau haben so die das. fröhliche Mützen so jetzt Ui, gehabt. genau. Also die sahen absolut nicht aus wie Könige. Und das ist später gekommen und das war dann auch ganz reich. Also man sieht das auf dem Schring von den 3 Könige. Da ist ja die Maria mit dem Kind am Schoß und die Könige kommen mit den Geschenken, das hatten wir ja alt. Und dann ist noch eine Fete-Königin da drauf. Und das ist Otto der Fete. Der hat sich so ganz stick da in der Reihe gesetzt. Warum? Der hat das ganze Geld gejoven. Das ganze Geld oder Also ein ganze großer nicht, Teil davon? ich weiß es nicht, aber arg viel. Und dann hätte sich ob die Art und Weise verewigt. Und die ganzen Touristen aus Japan und Arabien, wo sie all herkommen, die sind bis heute immer noch Otto der Fete. Da war ganz raffiniert. Ah ja, gut. Der hätte sich ja, also die haben dann auch gesagt, ohne dass sie es aussprechen musste, dass sie in einer Reihe mit den Hillige 3 Könige sind. Und wer in Oche gekrönt wurde, ist, der muss erstens nach Köln jöcke und dann an dem Schring von den 3 Könige bette. Und das heißt ja auch, dass sie da in einer Reihe waren mit denen. Ja, das hat der Reinhard von Dassel ganz raffiniert gemacht. Ja, hören Sie, du hast jetzt alles kaputt gemacht. Es waren also keine Heilige, es waren keine 3. Es stimmt dann wenigstens mit dem Alter, dass der eine alt, der andere mittelalt und der dritte jung war, also die 3 Lebensalter. Stimmt das dann wenigstens? Also du meinst, wie das auf dem Bild von der Stadtpatrone ist für ein Beispiel? Ja, oder die im Schring da drin sind, die ja, Knochen. Moment, das in dem Schring, da Das sieht man weiß ja man nicht, nicht. ob die alt oder jung waren. Also das ja wird als Witz, da haben sie verzahlt, ob die Knochen dann überhaupt echt gewesen sind. Und da hat einer gesagt, die wären doch viel zu klein. Und dann hat irgend so eine Kölsche Jäck verzahlt, ja, das war, wie die 3 Könige noch Pens waren. Ja, ja. Und die andere waren dann zufrieden. Ja, der Witz Aber- könnte von mir sein, ja, so dumm ist der. Also was du jetzt eben gesagt hast mit dem Alter, das hat sich später so rauskristallisiert und ich finde das eigentlich ganz schön. Du sagst dann, es ist nur Symbolik, aber es ist ein schönes Symbol für alle Sorten von Menschen, die Junge, die Alte und die mittendrin und man kann sich dann damit identifizieren. Ja, wo du sagst, unterschiedlich. Was ist denn mit der unterschiedlichen Hautfarben? Also die Hook mit schwarz, weiß und gel, was hat es dann damit auf sich? Also wie sie das angefangen haben, dazu zu malen, waren ja hier nur 3 Kontinente bekannt. Das heißt Europa mit der Weiße, Afrika mit der Schwarze und dann Asien und die haben sie dann gel gemalt. Das ist eigentlich auch jetzt richtig finges, dass sie damit praktisch alle Menschen auf der Welt da reingepackt haben. Nur was sie sich manchmal erlaubt haben, wie die Ursache war natürlich erst der Neve. Ja, aber am Schring, auf dem 3 Königen Schring, da sind sie alles in einer Farbe, Jolde. Und ja, das finde ich ganz toll. Das ist halt abgelenkt, ne, von dem, was sie da gemacht haben. Möchte ich ja doch noch irgendwie zur Sprache bringen. Habe ich mit Luc schon lange drüber diskutiert. Die haben ja im letzten Jahr in Ulm, im Ulmer Münster, haben sie die schwarze Figur von der Königin fortgenommen. Und da haben sie erst kontrovers drüber gesprochen. Der sah aus wie so eine Sarotti-Moor. Also nicht, weil, die haben der nicht fortgenommen, weil sie jetzt ja jede Schwarze hatte, ganz im Jägerteil. Die wollten nicht, dass der so blöd aussah, mit so dicke Lippen und so. Ja, der hat Münster ja uns jetzt Jodes getan, ja. Was Münster? Ulmer Münster. Ach, Ulmer Münster war Ulmer das. Münster. In Ulm, also Uns im Konkurrente Süden. mit dem Ton, der noch jetzt hüter ist wie unser Dom. Ja, aber dafür haben sie nur einen Turm. Ja. Jetzt kommen wir aber ab vom Thema, ne? Ja. Also jedenfalls, du warst dabei, dass das so schön jolt ist. Und der ist wirklich toll. Ich finde das so schade. Jetzt in der Corona-Zeit guckt man überhaupt nicht da dran. Ist der ganze Chor Jan gesperrt. Und manchmal auch, wenn die Leute zum Bichten gehen sollen, kann es ja nicht an der Schring gehen. Man muss extra eine Führung machen, für das aus der Nöde zu beluren. Aber da ist die ganze Geschichte vom Herrgott mit den Menschen drauf. Das ist ganz toll. Das kann man wohl sagen. Da kommen sie nicht immer sonst von der ganzen Welt, um das zu belohnen.
Ja, und wie war das mit der Geschichte? Ja, möchte ich erstens noch jetzt sagen. Ich habe das jetzt jedes Mal so gesagt mit dem Herrjott. Der Ausdruck gefällt mir überhaupt nicht. Wie wann J oder was man so nennt, die Kraft, die alles in das Leben gerufen hat, es gibt ja 1000 Namen dafür. Aber das hat ausgerechnet ein Mann sein muss. Der Herrjott, das gefällt mir überhaupt nicht. Aber wenn man nur sagt J, oder sonst irgendetwas, dann ist es kein Kölsch mehr. Ich sag jetzt also in dem Verzell immer der HJ, aber ich weiß, dass das nicht stimmt, so, ne? Ja. Aber das nur jetzt so ganz grundsätzlich. Ist jetzt für lang drüber nachzudenken und es gibt ja auch im Islam die 99 Namen vom HJ, also das wird eine Ehe Verzell. Aber jetzt noch mit der Geschichte. Das ist ganz toll an dem Schring, da sind nicht nur so Gesichter drauf, da sind auch Szenen drauf, also haben wir ja evans gesagt, wie die 3 Könige, noch Maria und dem Kindchen. Und dann sind in 4 Etagen die ganze Etappe von der Geschichte Unge aus dem Alten Testament und dann dort drüber, da fehlt jetzt, das haben sie irgendwie gestohlen, da sieht man nur noch so Kreise drauf in Jolt. Da wo jetzt vom Jesus, von der Geschichte mit Jesus, da drüber, sieht man dann wieder eine Etage, die sie nicht gestohlen haben, von der Kirche. Und ganz Bove fehlt wieder jetzt, das wird dann das Leben in der Ewigkeit. Und das ist natürlich jetzt anders wie nur für und hinge Köpfchen drauf. Da kann man praktisch überall von den Propheten und was sie da all haben, jetzt erzählen. Manchmal haben sie auch ein bisschen gefudelt. Da ist der Mose, der gehört ja nicht dabei. Und so ist das ein auf andere noch, was man verklären möchte. Aber es ist schade, man kann es sich im Moment wirklich überhaupt nicht belohnen. Ja, also wenn ich das dich jetzt so erzähle höre, der 3 Königring, das wird wohl eine Goldschlaf, eine Pottklav für sich allein. So umfangreich ist das. Es ist ja auch gewundert, sie haben 50 Jahre lang dran gebaut. Ne? Gebaut ist es, gebaut und gearbeitet, ja. Wie sind die 3 Könige, die ja kein Könige sind, überhaupt nach Köln gekommen? Kannst du das vielleicht uns verklären? Wo hätten sie sonst hingehen sollen? Kannst du dir vorstellen, die wären jetzt in Hamburg oder in München oder so jetzt, oder in Berlin, da kann man sich doch ja, die gehören nach Köln. Also ganz im Ernst, im 12. Jahrhundert hat Friedrich Barbarossa, der Kaiser, die Städte in Oberitalien belagert. Und so auch Milano, wo man auf Deutsch dann Mailand versät. Habe ich mich früher gefragt, wo das Land ist, so wie England oder so. Also Milano, eine Stadt, hätte belagert. Und die Belagerung kam an nicht eng. Und sie mussten abgeben. Und sie konnten rauskommen, alle einzeln, und konnten das mitnehmen, was sie tragen konnten. Also nicht mit der Schürska oder so, einfach was sie selbst tragen konnten und was ihnen wichtig war. Und der Bürgermeister, der wurde bestraft, der wollten sie dort machen, ich weiß es nicht, abhängen oder was, also irgendwas Schlimmes jedenfalls. Und da war die Chefin von der Bejinge in Milano von einer Kirche, die hätte gedacht, ja, der Reinhard von Dassel, das war der zweite Mann unter dem Friedrich Barbarossa, der war Kanzler und war ziemlich auch der Erzbischof von Köln. Da hätte sie sicher gedacht, ja, der ist von der Kirche und ich bin auch von der Kirche, vielleicht ließ sich da jetzt klüngeln. Und hätte mit dem mit Gespräche gesucht und hätte das auch gekriegt. Und am nächsten Tag haben sie dann die Botze abgemacht, die Leute kommen alle noch der Reihe raus. Und ganz am Eng die Chefin von der Bejinge. Und was hätte sie auf dem Rücken gehabt? Ihre Bruder. Das war nämlich der Bürgermeister. Und es heißt, der Friedrich Barbarossa war ehrwürdig gewesen, darüber, weil sie in Tricks haben, aber dann hätte direkt begriffen, war die Jaukelche, der Reinhard von Dassel gewesen ist. Da hätte die Knöchel schon gekriegt und das heißt auch, all die Pilger, das heißt im Klartext die Touristen und dass die Stadt Köln dann wirklich florieren tät. Da hätte doch Jod gemacht. Und hück, wenn man an der Kirche St. Maria im Kapitol ist, kann man noch da schon durch das 3 Könige Pölzchen, da sieht man auch uns 3 Figuren von den 3 Königen. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Oberen
das waren richtig raffinierte Schösschen, nein, darf man nicht sagen, eine kluge Frau. Und die hätte das mit dem Reinhold von Dassel, der auch Bischof von Köln war, geklüngelt und der hat dann die Knöchelchen, die Gebeine nach Köln gebracht. Und durch den Trick von den zwei konnte der Bürgermeister also am Leben bleiben. Genau. In dem Zusammenhang mit den Hillige drei Könige möchte man natürlich auch noch sprechen über das Wappen von Köln und schließlich auch noch über die Stadt Hillige. Das sind nämlich die drei Könige und das Hillige Öschel und das sind die Region auch noch. Aber dafür machen wir eine Ehe verzähl. Jetzt könnt erstens der Sprachkurs. Aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Ja, wo man direkt mit anfangen kann, das Öschel, das ist die Ursula, für die es nicht so gut können. Also, wenn wir jetzt einmal bei dem Thema sind, jetzt haben wir richtig philosophiert, was ist hillig und wo date man die hillige Finger und so, können wir ja uns das Vokabular machen von der Religionen. Hier in Deutschland waren früher die meisten Menschen Christen und in Köln die meisten katholisch. Und dann kann man auch das Vokabular erstens besprechen, was mit den katholischen Menschen zu tun hat. Ja, da fangen wir doch direkt mit dem kleinen Bavaritia an, der Döfe. Auf Hochdeutsch die Taufen, es wird gedöft. Danach lernt das Kind, dass es auch Fehler machen kann und die kann es dann beichten. Ja, beichten, ja. Und dann kommt ein wunderschön Kölsch Wort, der Kölsche Sache für Kommunion, die Kommunion. Und wenn das Kind dabei ist, dann könnten sie ja sagen, es geht mit zur ersten heilige Kommunion. Aber sie sagen, wo der Konrad Beikircher auch all drauf hingewiesen hat, es geht mit. Ja. Und hier wurde das mit wir dann mit dem Sehen von der Kirche. In dem Zusammenhang. Menschen sagen dann auch mit dem Sehen. Das hört sich auch erst Kölsch an, ist es aber nicht. Es ist das Sehne. Ja. Oh, ja, und die Salbung von der Malezie. Da hat man ja früher gesagt, die letzte Ölung. Das hört sich an, wie wenn die von einem Kfz-Mechaniker gemalt wird. Das finde ich richtig schrecklich. Ja. Glück ist man ja dort so übergegangen, dass der Pastor nicht mehr wie so eine Dude Vogel da ankütt. Also, der Glück werde gesalbt, auch wenn sie mal letztlich sind, auch wenn nicht die Gefahr besteht, dass sie direkt sterben möchten. Ja, davon. das finde ich gut. Ja, und dann natürlich das Begräbnis am Kirchhof, das muss man aber nicht Hose versetzen. Ne? Begräbnis. Ja, ob man Leute Oder sonst wo in Köln. oder sonst wo, Südfriedhof, Westfriedhof, wo es ihnen passt. Ja, dann jedes in der evangelischen Kirche natürlich auch, dass die Menschen gedauft werden und das nächste Sakrament ist die Konfirmation. So ist es. Die anderen Religionen haben natürlich auch kölsche Namen, aber nur ein bisschen, weil es ja früher, wie der kölsche Sprach abgekommen ist, die Menschen mit der anderen Religionen in Köln ja nicht jauf. Was es jauf, war die Gemeinde von den Jüden. Aber sonst die Muslime, Buddhisten und Hindus und andere Religionen jaufet ja nicht. Was es auch nicht jauf, waren Atheisten, jedenfalls Leute, die das laut gesagt haben, oder welche die Agnostizisten heißen. Über den Moment sagt das noch uns. Also Leute, die sagen, dass man es all nicht weiß und die jaufet ja früher offiziell überhaupt nicht. Was es in alle Religionen geht, ist natürlich das Bette. Der Herr ja zu loben und sich Gedanken machen, was man tut, könnt Himmel, Hölle, Fähige für oder dass man wieder geboren wird. Hier in Köln gibt es so viele Religionen und es ist gut, wenn man im Gespräch bleibt. Das heißt, da gehört dazu, dass man sich austauscht, dass man es für den Nächsten date oder dass man es alles in Zweifel trägt. Ja, und nicht zu vergessen, der tolle Schränk von der Heilige Drei Könige im Dom zu besuchen. Macht euch also ob der Weg. Teterete.
Tschö.